Es war einmal eine Mutter, die hatte 2 Kinder, einen Bub und ein Mädchen. Der Vater von diesen Kindern ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Darum hat die Mutter den ganzen Tag viel gearbeitet. Mit dem wenigen Geld, das sie verdient hat, hat sie gerade das Nötigste kaufen wie zu essen und Kleider und anderes. Im Sommer, wenn die Erdbeeren reif waren im Wald, haben die Kinder geholfen Geld verdienen, indem sie körbeweise Erdbeeren abgelesen haben und dann auf dem Markt verkauft. Draussen sind die Tage wieder warm und lang geworden. Die Erdbeeren im Wald sind reif. Der Bub und das Mädchen nehmen ihre Körbe und gehen in den Wald, um Erdbeeren zu pflücken. «Mutter, wir gehen in den Wald Erdbeeren sammeln und kommen nach dem Mittag wieder zurück.» «Tipptopp, machen ihr das. Dann also, bis später», sagt die Mutter noch, doch die Kinder waren schon weg. Da sie in der Nähe vom Wald wohnen, sind die Kinder gleich im Wald angekommen. «Schau, Brüder, da haben wir einen schönen Platz, wo voll Erdbeeren ist.» Und so haben sich die Körbe ziemlich schnell gefüllt. «Schwester, jetzt haben wir fleissig gesammelt und die Körbe sind voll. Wollen wir nicht noch ein bisschen spielen?» «Das ist eine gute Idee. Es ist ja erst Mittag. Komm, wir stellen die beiden Körbe da zu diesen Sträuchern, bis wir wieder gehen.» Und so haben sie es gemacht. Sie haben Versteckis gespielt, den Vögeln zugelassen, verschiedene Sachen gesammelt und damit gespielt und vieles mehr. Ja, die Zeit ist schnell vergangen. Nach einer Weile sagt dann plötzlich die Schwester: «Brüder, jetzt müssen wir langsam heim, sonst hat die Mutter Angst.» «Oh ja, du hast recht. Komm, wir holen unsere Körbe bei den Sträuchern und gehen heim.» Doch wo die Kinder bei diesen Sträuchern stehen, sehen sie weit und breit keine Körbe. «Wo sind jetzt unsere Körbe? Die sind ja gar nicht mehr rum. Vielleicht haben wir sie auch an einem anderen Ort abgestellt. Komm, wir suchen einfach weiter. Die müssen ja irgendwo sein.» Beide haben überall gesucht und gesucht und gesucht, doch nichts gefunden. Sie hatten das Gefühl, dass sie ohne Körbe nicht heim können. «Schwester, gang du einfach heim, es wird ja schon langsam dunkel und die Mutter wird Angst bekommen, wenn wir noch nicht daheim sind, wenn es dunkel ist. Ich suche noch weiter.» «Ist gut, das machen wir so. Ciao, Brüder, hoffentlich findest du gleich.» «Ja, ich hoffe es auch. Ciao und komm gut heim.» Und so hat sich das Mädchen auf den Heimweg gemacht und der Bub hat noch lange weitergesucht. Inzwischen ist es dunkel geworden, doch dank dem, dass der Mond hell geschienen hat, hat der Bub auch im Dunkeln noch etwas gesehen. Es war Vollmond. Doch irgendwann ist sie auch seine Augen schwer geworden und er hat sich ein gemütliches Plätzchen zum Schlafen gesucht. Im Moos unter einem grossen Baum hat er sich hingelegt und ist sofort eingeschlafen. Mitten in der Nacht wacht der Bub auf. Er reibt sich die Augen und sieht, wie ein Zwerg die beiden vollen Erdbeerkörbe wegschleppt. «Was machst du dort? Das sind ja unsere vollen Erdbeerkörbe. Du dort! Hab halt! Du Dieb! Gib sofort die Körbe zurück, sonst verhau ich dich!» «Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen!» sagt der Zwerg. «Ich will dir dafür etwas geben. Komm mit mir!» Und der Zwerg läuft voraus und der Bub hintendrein, durch den Wald. Er läuft und läuft, dabei scheint der Mond ganz hell, bis am Waldrand. Da läuft der Zwerg weiter zu einem Felsen. Er bleibt jetzt stehen, nimmt den Hammer aus dem Hosensack und klopft an den Felsen hin. Der Felsen geht auf und der Zwerg läuft ins Innere mit dem Bub. Nach einer Weile kommen sie in einen Raum, wo der Zwergenkönig auf dem Thron sitzt. Wenn es nämlich an Felsen klopft, weiss der Zwergenkönig ganz genau, dass er zu Besuch kommt. Und dann will er auf dem Thron sitzen, damit er den Besuch empfangen kann. «Warum bringst du ein Menschenkind in unsere Welt?» fragt der König erstaunt, der Zwerg, der den Bub dort hingebracht hat. Da aber fängt der Bub an zu reden. «Der Zwerg hat unsere vollen Erdbeerkörbe gestohlen. Ich habe mit meiner Schwester Erdbeeren gepflückt im Wald und der Zwerg hat die einfach uns genommen. Und jetzt hat er gesagt, dass er mir etwas für das geben will.»
Der Zwergenkönig hat an seinem Bart gerieben und überlegt. So. Bub, du musst wissen, dass wir Zwerge die Erdbeere vom Wald gern haben. Meine Tochter feiert heute Hochzeit und der Zwerg wollte wohl etwas Feines schenken. Aber stellen, das macht man nicht. Drum komm mit mir. Ich gebe dir etwas dafür. Und der König steht auf und der Bub läuft hinten rein. Plötzlich stehen sie vor einer Tür. Mach auf, Bub. Und der Bub macht die Türen auf und drinnen sieht er das ganze Zimmer voller Silber. Das aber geht der König weiter zu einer zweiten Tür. Und auch dort muss der Bub die Tür aufmachen. Das Zimmer ist voller Gold. Und noch eine dritte Tür, die er aufmachen muss. Und in diesem Zimmer ist das ganze Zimmer voller Edelsteine. So, Bub, du kannst so viel nehmen, von dem, was du willst, und so viel du magst tragen. Der Bub hat aber nebenzu in der Nähe ganz laute Musik gehört. Gelächter und ein freudiges Treiben. Er hat dem König gar nicht richtig zugelassen. Er ist einfach dieser fröhlichen Musik nach. Und wenn er noch ein bisschen weiterläuft, kommt er in einen Raum, wo das Hochzeitsfest stattfindet, von der Zwergenprinzessin. Dort wird gesungen, gelacht und tanzt, gegessen und getrunken. Wo der Bub in die Gesellschaft kommt, packt eine Zwergenprinzessin und fährt an mit dem Tanzen. Der Bub hat den ganzen Reichtum vergessen und sieht nur noch die hübsche Zwergenprinzessin. Die trägt auf dem Kopf ein wunderschönes Blumenkränzchen, das mit ganz feinen kleinen Edelsteinen besetzt ist. Vor lauter Tanzen wird es dem Bub ganz schwindlig. Er fängt an zu schnaufen und er wird ganz müde. «Ich brauche eine Pause», sagt er zur Zwergenprinzessin. Die führt ihn zum Thron von ihrem Vater, dem König. «Du kannst da eine Pause machen», strahlt sie den Bub an. Bub muss man das nicht zweimal sagen und sitzt auf dem Thron vom König. Kaum aber ist er drauf, geht er in einen tiefen Schlaf. Als er wieder verwacht, liegt er genau unter einem grossen Baum auf dem Moos im Wald. Neben ihm stehen die beiden Körbe, aber leer. Die Sonne geht langsam auf und der Bub nimmt die Körbe und läuft so schnell wie er kann, heim zu seiner Mutter und seiner Schwester. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie die Mutter Freude hatte und erleichtert war, dass sie ihren Bub wieder hat. Sie hat ihn ganz fest umarmt. «Schön bist du wieder da. Ich habe mir so viel Sorgen gemacht.» «Ja, aber die Erdbeeren sind immer noch fort», sagt der Bub. «Das ist doch gleich. Hauptsache du bist wieder da und bist gesund.» Die Schwester schaut ihre Brüder ganz eigenartig an, immer auf den Kopf. «Brüder, was trägst du auf dem Kopf, der so glitzert?» Er lenkt sich in die Haare und sieht, dass es ja das Kränzchen von der Zwergenprinzessin ist. «Dann habe ich das alles nicht geträumt», strahlt der Bub. Und auf das aber erzählt er die ganze Geschichte, was er im Wald und bei den Zwergen erlebt hat. Am nächsten Tag geht die Mutter zum Goldschmied und zeigt ihm das funkelnde Kränzli. Der Goldschmied macht grosse Augen und ist ganz erstaunt, als er ein Kränzli sieht. «Das ist ein Prachtexemplar. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Da sind Künstler am Werk. Jedes Edelsteinli ist ganz viel Geld wert. Ich kann euch nicht so viel Geld geben, wie das wert ist. Dann zahlt einfach so viel, wie ihr könnt», sagt die Mutter. Der Goldschmied gibt ihr ganz viel Geld und noch ein paar Edelsteinli vom Kränzli dazu. Von diesem Tag waren die drei nicht mehr arm. Sie haben ein glückliches und zufriedenes Leben miteinander geführt, ohne Armut. Und denk dran, wenn du das nächste Mal im Wald bist und du reife Erdbeeren findest, könnte es sein, dass ganz in der Nähe auch Zwerge sind.